Ich fand ähnlich wie schon verschiedene Vierredner gesagt haben, ein bisschen traurig, die heute im Budgetsprozedur gleich ein bisschen einem sterilen Exerzice, dass den einen Tag schwätzt dann den Chefrat, also den Burgmeister, den zweiten Tag hält dann die Conseilstellung, an den dritten Tag hält dann die Chefratstellung. Das ist nicht terribel dynamisch, und ich meine, dass man da in der Vergangenheit einfach schon am Sinn von einer beliebter Diskussion besser hingekriegt haben. Diesen Budget ist für viele Leute mit relativ großen Erwartungen verbunden gewesen. Leute haben sich ein bisschen erwartet, was könnte da lo, was sind da lo, die großen Projekte, die Prioritäten, die Paradigmenwechseln, die Abbrüche, die neue Koalition eigentlich versprochen hat, hinter dem sie da wären, nur dem das letzte Jahr das Budget schon effektiv war, die größtenteils aber noch von dem alten Chefrat abgestaltet ging. An auch gesucht ging, dass es schwer wird, für diesen Akzente zu setzen. Die Erwartungen waren relativ groß und ich habe mich selber auch darauf gefreut, für zu gucken, wo Dresden heute in den nächsten 5 Jahren soll hingehen oder wie ein Element darin zumindest nächstes Jahr schon davon erkennen kann. Und ich muss erst sagen, dass ich dafür auch relativ enttäuscht war, weil ich schon ganz wenig von Abbruch gemerkt an dem heute Budget, ganz wenig von neuer Dynamik. Am Gegenteil schreibt sich an großen Teil an eine Kontinuität mit dem allen Chefrat, auf allem mengenisch fehlt die Vorstellung, die Vision, Perspektive, wo es dann 2023 sollte sein. Das schreibt sich auch durch an eine gewisse Kontinuität, wo erst 2023, also wenn das Wahlperiode dann rüber soll, drüsen, würde ich noch nicht können rauslesen aus einem Koalitionsakkord. Aber von daher kann ich zumindest sagen, dass er erst weiterhin konsequent bleibt, weil auch erst im Budget kann ich das nicht rauslesen. Denn Herr Cavaleiro hat für Druck gesagt, dass das Budget wir den D4 gif abgreifen. Und ich meine, dass das nicht möchte. Und ich meine, dass das ein Problem ist, weil er benannt auch mal nicht die vier, die als Staat heute hat. Mehr den allerersten Defi, den wir haben, das ist, dass wir an den nächsten 10 Jahren wahrscheinlich an einem Rhythmus an der Moyenne von 1000 Einwohner pro Jahr Wurzeln werden und ein ganz frischen, die Schlusswerte gehen. Und das stellt uns für eine enorme Herausforderung. Gleichzeitig schon mal eine soziale Situation heute, die wirklich nicht terribel favorabel ist für die Leute. Man stellt fest, dass eine Tendenz am Land gibt, für die sicherlich nicht diese Chefrat exklusiv responsabel ist, aber eine Tendenz am Land gibt, dass die sozialen Ungleichheiten immer weiter auseinandergehen. Sie haben durch den letzten Rapport vom Stadtwerk Travail et Cohésion Sociale die höchsten Werte sind der Messung von dem sozialen Ungleichfaktor erreicht. Und das hat natürlich auch eine Reperkussion auf Asch. Ein grosses Element von, worin viele Leute, was der grosse Sujet war, sowohl an den letzten 2 Wahlen, wie auch von den Umfragen guckt, was die Hauptpräoccupationen sind, nämlich das Logement, mengen wir, dass da relativ wenig Gebäude gibt. Ich gehe nur noch ein bisschen mehr im Detail drauf dran. Und wir haben zuerst schon, das wissen wir, historisch gewusst, eine Schulsituation, die wirklich nicht zum allerbesten ist, worauf man dann, wie es dann auch nicht angeht. Voilà, den Herr Weiss-Delo gerade im Kommas wird geschwärzt, dass diesen Budget an ortriert richtungsweisend gewirrscht wären. Wie gesagt, mehr Mengen nicht, dass es richtungsweisend wäre, mir auf jeden Fall keine Richtung erkannt. Weder nur 4, nur handeln, nur jetzt, nur links. Mir ist da ein bisschen das abgegriffen, was die Jahre für drunten schon gemäht ging, das teilweise weitergeführt, auf von großen neuen Akzenten haben wir wenig gesehen. So dass doch nicht verwundert wird, dass Herr Burgmeister seine Rede angefangen hat, an dem er ganz stark über die Tresor geschwärzt hat, über die Erneuerung und die Investitionen an Tresoren, Wasser, Aufwasser, aber auch neue Straßen. Aber wenn ihr dann einfach im Detail am Budget guckt, da stellt ihr fest, mir das sind aber nicht wirklich mehr Investitionen, sind nicht andere Investitionen wie die Jahre für drunten, auch
gemäht gesehen. Als Heichpunkten, Investitionsheichpunkten vom Budget wäre dann Briderhaus, was wir durchaus auch begrüßen, an Duckenejung von enger Eispist. Dat fanden wir finalement aber bisschen more, wann dat so großrichtungsweisend sind, dann weiset echter Richtung Stillstand. Ich gebe aber gerne aufhängen, weil das Budget dann der Spiegel ist von der Projektion, wie zumindest nächstes Jahr an verschiedenen Aussätzen schon die Jahren noch weitergeht, gebe ich gerne aufhängen mit der Finanzsituation von Ash. Und da muss ich sagen, du hast den allerersten Konstant, dass es Ash finanziell so gut geht wie Menge schon ganz lange. Ich kann wirklich sagen, dass die finanzielle Situation von der Gemeinde eigentlich brillant ist. Wir hatten Ende von diesem Jahr 2016 haben wir einen Schuldenstand von knapp 50 Millionen. Und wir haben auch am Jahr 2018 just rund 56.000 Euro auf denen Emprunt müssen von Zinsen bezahlen. Dem gehe ich nie wahr. Also gegen den 50 Millionen Euro Schulden steht ein Boni vom Exerzice 2018 von 66 Millionen, also mehr wie allein Schuldenlage das. Aber wir haben darüber raus, über verschiedene Fonds nach Reserve von über 16 Millionen. Und dabei gerechnet, das natürlich nicht Kapital, was das Gemeinde auch hat, über Aktien bei Südstrom, Südgas oder SNH. BM. Wenn ihr das aber guckt, also Aktien, die einen Wert haben von knapp 10 Millionen Euro. Wenn ihr just die plakisch Zwille guckt, dann seht ihr mal, Ende von diesem Jahr haben wir eigentlich einen Überschuss von 32 Millionen. Das heißt, die Zeiten sind also definitiv rüber, wo die Stadt Zerfall von der Stahlindustrie extrem finanziell Schwierigkeiten hat. Und ich meine noch, dass man das Stadt die Finanzkrise relativ gut überwunden hat, zumindest was hier Zahlen angeht. Minerval freuen sich, wie ist das dann möglich, dass man die Überschuss haben? Der SAP argumentiert, ja, das war alles Gemenge Finanzreform, dafür geht es der Staat so gut. Das stimmt, dass Gemenge Finanzreform profitabel für Gemenge Ash wäre, aber ich meine, dass das aber nicht durchgeht. An Schmengen, dass man das auch schon echt Minute kommen, wenn wir feststellen, dass hinter 5 Jahren, mit dem Budget 2019 gerechnet, also dass wir hinter 5 Jahren kein Emprunt mehr müssten abholen, mehr an den Jahren eigentlich just Kapital zurückbezahlt tun, ob denen Emprunt. Ganz wärm, und da kommen wir der Realität da schon wesentlich minor, denn das von den sich fried für wert. Man dann so ein dicke Boni vom Exerzice 2018 haben. Also gigantische Boni, wie gesagt, von 66 Millionen. Die könnt hier, das letzte Jahr ein Budget gestimmt gouf, wo am am extraordinären Budget 113 Millionen Euro vorgesehen waren, und von denen 113 da aber just 67 benutzt gesehen. Das heißt, just 59%, also just ein bisschen mehr wie Talschend, von den geplanten Investitionen von dem neuen Chefverrat sind auch tatsächlich realisiert gehen. Das ist ein schlechter Ton. Das ist definitiv kein Ton, mit dem man sich sprechen kann und schmengen. Wir können uns all gut daran erinnern, dass mal Zeiten gesehen, dass die wesentlich mehr hoch waren. Dass für ich meine noch nicht, dass es durchgeht, dass den dann der Viergängerkoalition viergeheitet für ein Wahlkampfbudget gewirrscht, weil dann müsste ich auch so in die Budget, die selber abgestaltet hat letztes Jahr, wie Investitionen do dann unnötig gewirrscht wären oder unsinnig gewirrscht wären. Wir mengen als Link, dass die Investitionen, die gemäht gehen, größtenteils gar nicht unsinnig sind am Gegenteil, dass sie gebraucht gehen. Über Details an Einzelpunkte kann ich sicherlich gedeelter Meinung sein, kann noch gedeelter Meinung sein, was Prioritäten sind. Aber Fakt ist, eine Stadt, die so wiest wie Asch, muss auch investieren, für dem Wachstum können gerecht zu gehen. Und da muss ich dann aber so, wenn ein Tor realisiert von 59% just wird, dann kann ich nicht behaupten, dass eine neue Dynamik an dem letzten Jahr am Chefverrat entfacht gewesen. Am Gegenteil, das geschieht das, was den
was CSV und DP der Viergängerkoalition viergeheit wird, nämlich dass dem Gefühl wird, es geht nicht so richtig viel und viel Projekte, die drauf wären, gehen einfach von engem Jahr ob das nächste Jahr reportiert, ohne dass sie wirklich an Ugriff geholt gehen. Und ich meine, schwätzen Dolo mal nicht unbedingt vom Sheriff, vom Bürgermeister, nämlich der neue Sportzahl zu Lankels, die schon quasi zur Chefsache erklärt wird, und aber letzte Woche relativ klein laut wird, müssen so, dass sie dann 2021 realisiert gehen, also eigentlich schon ein Lieden Obschubsen noch Hanne gemäht wird, wobei in der Eismengen sucht dat den Termin von N21 auch nicht wirklich realistisch ist. Es gibt die anderen Projekte, die ungekündigt sie wären schwätzen, was den Sportmuse ugegangen ist, wo man ganz gestaunt tun, wie den für ein Jahr ungekündigt gewesen, wo Javelo zumindest doch mal keine Tüte mehr lesen, wie die sollte realisiert gehen. Die Verbindung zwischen Eschzentrum und Belval ist auch irgendwie an Stocke geraten. Den Abriss Süd geht nicht viel und darauf verwiesen, einerseits oder der Budget aufgesetzt für das Jahr 2019 von letztes Jahr Menge 500.000 auf das Jahr 300.000. Da hat aber kein Projekt zu präsentieren, verspricht aber, und das schon hinter einer Zeit, dass es drüber und drunter wird, dass etwas spruchreif wird. Aber auf dem Niveau waren wir auch schon für 3-4 Jahre an etwa kein anderer wie den demolischen Oppositionskonseil Georges Michaud, die genau das tun, der demolische Bürgermeister viergeheit hat. Ich meine, dass nicht verschiedenen objektive Gründe für welche Projekte nicht vier gehen, dass es durch strukturelle geht. Die besteht daran, dass verschiedene Services unserer Meinung nach effektiv unterbesetzt werden, zum Teil auch nach besetzt sind, so dass all die Suen, die eigentlich geplant sind, für zu investieren, überhaupt nicht können verschafft gehen. Und da ist ein Element von der Politik, die der neue Chefrat möchte, die wir begrüßen, und das erstaunlicherweise Beschäftigungspolitik, was die Gemeinde selber angeht. 2018, also das Jahr, schaffen heute die Gemeinde 55 Leute mehr, wie das Jahr für die Runde Fall war. Das sind umgerechnet 35 Emplois temps plein. Das ist relativ viel, und das ist aber Menge mehr auch richtig wichtig. Aber es kann die nicht erlernst, schon die Ironie von der Geschichte zu entdecken, daran, weil dann der Vergangenheit kein anderer war, wie den aktuellen Personalchef André Zwalli, den als Oppositionschef nicht ernst gemäht wird oder für allem einen Hauptfokus darauf hat, für bei allen Neuerstellungen den Chefrat zu warnen, dass Personalkästen geben unmußig aus dem Ruder laufen, an dummer da den Teufel und Mauer gemalt huet. Lo und der Mucht möchten de Contraire wie an der Opposition, aber man muss so Gott sei Dank möchten de Contraire wie an der Opposition, an Gott sei Dank möchten de Contraire vun der egener politischer Programmatik. Mehr gift dem dafür auf jeden Fall felicitieren. Aber auch 2019 klammen Personalkästen 7%, das heißt, die Phase, wo man dran sind, dass die Gemeinde stark abstockt, was den Personalbestand angeht, also auch prävisioniert für das nächste Jahr. Und das ist, wie man gesagt hat, eine relativ große Progression, das ist relativ groß an relativen Zahlen, wenn man guckt, mit den Jahren für drin, aber vor allem auch an absoluten Zahlen. Allein schon geguckt, allein an der Koordination Technik werden Personalkästen 1 Million Euro klammen, aber mengen, dass das gut so ist, weil Koordination Technik an einem gewissen Sinn durch den Kap als den großen Teil von den ganzen Investitionen durch verschaffen muss. Es gibt aber auch andere wichtige Bereiche, wo Personal angestalt wird an es mehr Menge noch, dass es genau das an noch an der Vergangenheit immer dafür plädiert, dass man durch die Erstellungen Kompetenzen abgemengholender Kompetenzen in-house gerieren. Eben nicht auf den Weg gehen, vierrangig Service oder Berodungsservice externalisiert an Urspruch zu holen.
aus engem noch durchaus wesentlichen Grund, nämlich neben der ganzen Diskussion rund dass die Berodungsservice, die dann externalisiert, eventuell ganz teuer kosten, gibt es weiteren Notdeel, nämlich dass den Souveränität darüber behält, wie die Service da gemäht gehen. Auf jeden Fall gewinnt die nicht bis von den gesagt, die so Return an Investitionen so hat, gewinnt den Zeit. Dadurch, dass den Kompetenzen in-house hat. Und das ist die Grundlage von einer moderner öffentlicher Verwaltung und dürfen unterstützen wir prinzipiell. Am Detail kann ich natürlich immer gucken und streiten, aber prinzipiell die dort vom Chefrat gewählten Approche. Wir haben auch an der Vergangenheit begrüßt zwei Projekte, Bämhäuser und noch die neue Büwet an der Sportsaal, dass die von der Gemeinde selber geriert wird, von Gemengepersonal selber nicht engem privaten Überlos geht, auch am Hinblick darunter, dass es auch gesellschaftlich Funktionen sind, die da sollen stattfinden, wo es eben mehr geht wie just Ausschank oder Beherbergen von Leuten und dürfen nicht können, just keine kommerziellen Interessen leihen. Und ich meine, dass an der doter Approche sich auch durchaus ein paar Gedanken machen, ob die Experienzen, die du möchtest, weiterführt, weil wir haben auch andere Bereiche, wo wir gesehen, wo man ein Gebäudeligkeit tun, ein öffentliches Service von der Stadt anbieten, an do dran einen privaten Hund, und das hat ganz dax nicht klappt, nicht mehr spät wie für eine Woche wäre ich am Theater. An etwa nicht möglich, nur im Theater Uwen nach in Höhlen zu gehen, an das etwas, was an unseren Ohren aber nicht geht, weil dürfen aus der Do, man bietet ein Service public und ein Service für die Leute, und da kann es nicht sein, dass die Leute nur auf der Straße sitzen oder nicht sitzen, auf der Straße stehen, und sich freuen, wo kann ich dann nach in Höhle gehen, und wir vermengen auch, dass den Chefrat gut beraten wird, aus den Experienzen, die eventuell an der Büwet oder bei den Bämhäusern möchte, das auch vielleicht an Gestion zu verholen. Da kommen wir zum Kernstück von dem Budget 2019, und das sind die Investitionen, die, wie die Jahre für Drohnen projiziert, auch ganz hoch sind, was wir prinzipiell auch begrüßen. Aber wir haben aber nicht schlecht gestaunt, wie wir geguckt haben, dass den allerhöchsten Invest, nämlich 12 Millionen Euro, da steht für Akquisition von Gebäuden. Ohne weitere Erklärung, weder andariert, für was die Gebäude dann sollen benutzt gehen, wie eine Utilität die Gebäude da sollen haben, aber was mit den Gebäuden dann soll gemäht gehen, aber was Philosophie da haben drin ist. Der Dienst hat man gut sehen, wie ein Gebäude nicht sehen, nämlich Haut, den Ariston. Und unabhängig davon, ob findet, dass einen zweiten oder dritten Kino zu Esch braucht, mengnisch als von der Utilisation zweitrangig. Das erste und das Wichtigste ist, dass ein historisches Gebäude, es gehen Wohnungen da dran, es gibt ein Festsaal da dran, und es gibt einen großen Raum, an dem für drunten eben Kino wäre, wo in sich auch andere Aktivitäten kann vorstellen, den so zentral ist bei der Brillplatz, bei einem sogenannten Carré kulturell, das Gemeng nicht hingeht, an nur dem es eigentlich schon ein Akkord da wäre, an das Gebäude käft, wenn sie selber so viele Millionen Euro an das Budget schreibt für die Akquisition von Gebäuden, als mehr einfach unverständlich. Ich fand das auch nicht wirklich ganz seriös. Und dann müssen hören, dass am Platz von einem Gebäude, an der, wo Luxkontrolle dran ist, soll dann eventuell Interesse von der Gemeinde finden. Wir sehen daran gut keine Kohärenz, gut keinen Sinn, aber man versteht noch nicht, für was diese Chefrat auf den Doten Weg gegangen ist, weil es geht hier materiellen und immateriellen Patrimoine von der Stadt Esch. Wie gesagt, kommen eigentlich aus dem Kaprissel nicht raus, wenn ich da auch die Erklärungen für Drohnen hören habe. Wir haben begrüßt, dass den neuen artistischen Direktor am Interview am Tageblatt gesagt hat, dass es auch für ihn
eng Priorität wie fir Gebläishal, Dalbinital zu erhalen, an dat Episode sinn, wat dauerhaft durabel no dem Kulturjoer heizwäsch sollt bleiwen. Ich hoffe, dat de Schäferrot lo wirklich die viel Messagen verstanden huet, an dat Phantasmagorik von denen, die geduld tun, sie könnten sie vielleicht einfach sprengen, a pu Banken du hinbauen, dat lo definitiv dann opheiert. Die 12 Millionen, wie gesagt, sind ein bisschen ein carte blanche, die man dann der Regierung, nicht der Regierung, soweit sie dann noch nicht, aber zumindest dem Schäferrot gehen. Und ich muss ja sagen, auch wenn ich Majoritätskonseil wir, gebe ich mir aber ein bisschen komisch vorkommen, weil das so ein enorm carte blanche, die einfach so dem Schäferrot geben, sodass ich mir da auch ganz viel frohe Stelle, wie gesagt, wir haben gar keine seriöse Erklärungen dazu kriegt. Dann op dat wo schmengen wo dëse Schäferrot nach méi. Schmenge wirklich nach méi wie de firdroen wirklich groß aggraverend Fehler mischt. Dat das froh vun der Wohningssituation heizwäsch. Wir hatten für eine paar Wochen ein Konzept präsentiert, kriegt an Konvention gestimmt, was die kommunale Agence Immobilière Sociale ugeht, und als Link haben wir das ganz stark begrüßt, man sogar teilweise an den euphorischsten wieder davon geschwärmt, so euphorisch, dass die responsable Schaffen alles zurückziehen. Das Projekt wäre aber vielleicht gestorben, als eine Antwort auf alles positive läuft. Man bleibt noch bei dem, das ist ein ganz gut und wichtiges Projekt, das wir unterstützen. Aber da sind wir beim Logement schon Ende, mit dem wir den löwen kann, an Löwen dafür streichen kann. Wir stellen fest, dass das Koalition 0 € vorgesehen für die Kreation von neuen sozialen Wohnungsraum, das heißt von der Akquisition oder dem Bau von Sozialwohnungen. Du hast 0 vorgesehen, etwa der können teilweise mit Recht so, und dass der Schäferrot für nun wirklich auch nicht emsig war, aber 100 auch immer bei ihnen kritisiert. Sie hatten aber zumindest noch formal 1,5 Millionen Drasteuer pro Jahr diese teilweise nicht benutzt oder größten Teil nicht benutzt. Und wir sagten dann aber noch Drasteuer für sich die Möglichkeit abzuhalten, für sozialen Wohnraum zu schaffen. Das Koalition ist dann heroisch dahingegangen und hat beim letzten Budget die 1,5 Millionen auf 750.000 draufgesetzt, für dann das Jahr auf 0 zu kommen. Da könnt vielleicht so mehr sie mehr ehrlich wie Diana, weil Diana hun auch nicht benutzt, und da kommen mehr wo auch nicht will sie zu benutzen, da setzen wir so auf 0 Ruf. Sie nicht zu benutzen als mengenisch fahrlässig, weil das schon lange nicht mehr richtig, dass man statt die sind mit den höchsten Tod von kommunale soziale Mietwohnungen, da das schon lange nicht mehr so, du in anderen Gemengen schon lang überholt. Was sich aber gerne tut mit der Gemenge Finanzreform, das nie auf den 75%, die vom Staat zurückkriegt, auch nur nach 1.000 € dabei kommen pro Jahr, pro Wohnung, die schafft. Das hat sich effektiv geändert, war doch zugunsten von der Stadt Agers, und nicht zu vergessen, dass der Loyer als Gemeng immer im Rücktritt, das eine finanziell unheimlich interessante Geschichte als Gemeng so etwas zu machen, und man da selber auf den Wohnungsmarkt anzugreifen. Kita den darüber diskutieren kann, dass da den auch neue Konzepte entwickeln muss, wie die Leute begleitet, wie guckt, dass da ein soziale Lift entsteht, dass die Leute auch vielleicht nicht ewig an den Sozialwohnungen bleiben, dass sie die Möglichkeit tun, dadurch, dass sie eventuell sozial betreut gehen oder begleitet gehen, für auch, dass sich hier Beschäftigungssituation ändert, dass möglich ist, dass du auch ein soziales Lift nur üben könnt. Durchgehend all die Ideen versperren wir natürlich nicht. Man stellt just fest, dass es fahrlässig ist an der aktuellen Situation gar nicht auf den guten Weg zu gehen, an dat bei engem geringen responsable Chefen, den, wie ich die Sache aber verstanden hun, auch ein gering Wohnungsbauministerische Loden iwwer sollt veredigt gehen. Schmengen die wird sich der Huder mit der dote Politiker mit dem dote Budget sicherliche Bierendienst erwiesen. Los oder eventuell so oder dat. Ja, wir investieren Männer an Kreation von neue Sozialwohnungen, mit dürfen investieren wir mehr beherzt, wie die vier drohen, an Renovation von bestehenden
Wohnraum für den Leerstand, den es effektiv gibt. Ich meine, von den über 400 Wohnungen sind da wohl kein 300 besat, zumindest war das der Stand von der letzten Koalition, also von 4,5 Jahren. Da können die so, okay, wir investieren für das erste Mal an Renovation. Und da guckt ihnen sich Zahlen an von 2018 vom Budget rektifieren, da stellt ihr fest, es waren 5,1 Millionen Euro in Stungen dran, die sollten investiert gehen an die Renovation von bestehendem Wohnraum, an realisiert gehen als 1,7 Millionen. Das ist knapp ein Drittel von dem, was der Wille hat zu renovieren, hat überhaupt renoviert. Das ist nicht dichtig, das ist richtig carrément schlecht. Und wir haben uns dann nur geguckt, was da Wille hat, nächstes Jahr zu renovieren und zu investieren an Renovationen. Außerhalb von denen Obligationen, die es sowieso schon gibt, also was neue Renovationsprojekte sind. Das sind da 6 Stück und 12 mit für 2019 ein Investitionsvolumen von 1,6 Millionen Euro, die da projiziert wird für das nächste Jahr und neuen Projekten für zu renovieren. Das ist nun wirklich auch, wie gesagt, nach ein Jahr nicht dick. Das ist das nicht so, dass er massiv an Renovationen investiert. An den bald dicksten Hund fand ich nach immer Tax auf eidelstehenden Wohnungen, die da ähnlich wie Zuen, die sollte vorgesehen sein, für Sozialwohnungen zu bauen. Die Tax, die es gibt, das ist ein Reglement, an die sind da Jahren nicht angezogen, sieht das dann zumindest doch so konsequent und da schreiben wir sie überhaupt nicht mehr an. Huet nach fir pu Mainint geheescht, ja mun nach net desideiert schaaf mat Reglement doof, schaaf mat net doof, ma wissen net so richtig. Lo der Fakte geschaf. Van der Budgetsposten dufir 4 gesit, dann hut de facto die Tax aufgeschärft. Och du nach enkeier wertzech Madame Tanson bedanken iwwer die fortschrittliche Politik, die ha vum Escher Schäferrot gemet ginn. Oder gemäht gëtt. Wann se net aufgeschaf war, sonst sehen se net an, dann mengenech ass dat awer Appes war den Demnoé awer auch beim Interieur dann awer enker contestieren mist. Demnoé hummer jo an 3D do eng ministerisch, déi zumindest mat Question parlamentär eventuell dorop kind opmerksam macht. Na mal gucke, wat de ministerisch dann seht iwwer dat Reglement an Tatsache, dat het einfach net appliiert gëtt. Der beschränkt darüber, was die Wohnungspolitik angeht, dass den alle Projekt, den aber schon löser fängt, Debatte zu kriegen von den Non-Wiesen auf hier ruft, für zu sagen, mit du investiert Gemeinde an bezahlbare Wohnraum. Das ist nicht ganz falsch. Und das für alle nicht neu. Das tut den Hocken, dass es kein lokative Wohnraum aus den du geschaffen wird, mit dass es ein Quartier aus den, wo zwar zu moderate Konditionen den Rang auf Proprietät ausgerichtet ist, aber auch nicht eine Mixität wirklich daran viel gesehen ist, an der investiert daran wohl wissend, dass die Suchen auch enorm mit 1-2 Jahren Retard zurückkommen werden. Das heißt, Großinvestimenten gesehen ernst aus. Zur Sozialpolitik hat für Runden Abriss schon ein Jahr ugeschwert. Wie gesagt, was da geschieht, wissen wir nicht, das dans les secrets des dieux. Ich fand das auch kein terrible gut Approche für zu so an öffentlicher Sitzung live conseillen. Wir können erst nicht so, was wir da als Ideen hun. Ich meine, wann nicht irgendetwas so gäbe gehen, dann haben wir in der Vergangenheit immer auf den Moyen vom technischen Gemengerot zurückgegriffen, wann du wirklich sich reagieren, die aus welchen Gründen als einfache Conseillen müsste 4 behalten sind, dann müsste das dann eine technische Reunion machen. Ich fand das wirklich kein guter Approche. Man stelle fest, dass die Stimme von der Straße aus allen nicht platzt und auch da dringend Bedarf wir für die Räumlichkeiten zu erweitern. Es wären nach letzten Jahren Suen dran, die auch benutzt sind, für verschiedene Renovationsarbeiten zu machen. Wir mengen, dass auch die Stimme von der Straße eine Erweiterung, eine Vergrößerung leider braucht. Auch den Office Sozial braucht mehr Platz, notamment durch das neue Gesetz vom Revis, was verschiedene Kompetenzen neu strukturiert wird, neu abgedeelt wird, wo auch neue Leute vom Office Sozial
angestalt sollte gehen oder angestalt gesinn an bleibt Mengen an eng Wichtigkeit, dat auch die zwei Neustrukturen, die Lodosin eng könne man zu summeln schaffen, für die Betreuung von den Leuten optimal zu gewährleisten. Was man do hören von den Leuten vom Terrain geht allerdings echt an eng einer Richtung, so dass meist du aber ganz seriös frohe stellen. Et geht, wann ihn guckt, mehr Hund mehr fängt zu Katowice, wenn ich richtig weiß, den verklift Haut fängt zu Katowice Weiterfährung vom Kopfsommeum für 6 Wochen einen weiteren beängstigenden Rapport misse lesen von der IPCC über die Entwicklung vom Klimawandel und über die enormen Efforten, die müsste gemäht gehen auf allen Niveauen, lokal, national und international für die Erwärmung auch nicht mehr an einem raisonnablen, ein tant soit peu raisonnablen Moos anzudämmen. Und da muss ich so, und da bin ich aber dann auch ein bisschen enttäuscht von den Initiativen, von denen Gringen an diesem Schäferrot. Weil 2 Sachen stehen an da. Auf der einen Seite haben wir einen gigantischen Benefis, gigantisch für als Verhältnisse von 7 Millionen Euro für Südstrom, wohlverstandene Benefis nur Steuern, wo ich mir zwar vorstellen, dass da verschiedene Exercice zur Summe kommen sind, aber wie auch immer, das sind enorm viel Summen, und das auch Projektion für 2019 sind das wunderbar zwillen, mit muss sich aber vorstellen, was geschieht da. Den Schäferrot wird das gemäht, was die Schäferrot für drun auch schon gemäht wird, wenn ihr keine gute Idee habt, mit der Lese den Suen am Betrieb, das heißt, möchte eine Kapitalerhebung. Das gilt aber just für ein Teil von denen Suen, die in Wirtschaft gesehen. Und es war immer an der Vergangenheit so, dass den Conseil de Surveillance, wo schon dann auch dran so quasi unanimement gesagt wird, aber man muss gucken, dass die Suen, die als Benefis rauskommen, als Suen, die mehr erwirtschaften, dass die direkt zurückfließen an Produktion von erneuerbaren Energien. Hier gesehen ist, dass sie an großen Teilen einfach an den allgemeinen Budget von der Stadt Esch rauflesen an die Projekte, die ich gesehen, die am weitesten Sinn vom Wort umweltpolitischen Charakter haben, sind wesentlich mehr hoch chiffriert wie der Benefis von der Gesellschaft. Das sind so viel gesehen für Plastik, also für die Erneuerung von denen Gobelehen. Es gibt verschiedene Subventionen an die Naturierung von der Dippelstreet dran, an den BNU-Projekt. Auch da muss ich wirklich so, und das ist aber nicht so neu, all die Sachen, das kennen wir schon alles, und da hätte ich mir aber wirklich andere Akzente, neue Akzente von denen geringen erwähnt, die aber an diesem Budget auf jeden Fall nicht hier Niederhalt fanden. Dann ganz kurz 2 weitere Sujets, frisch Scham, das schon pumol gesot gehen. Ich meine noch, dass mehr als Gemengerot, weil die frisch als op Escher Territoire, dat mehr als Escher Gemengerot enkeer sollten darüber diskutieren, was möglich Nutzungen davon ervieren Kids, dat man wissen, dass sie enger Fondation gehört, mehr als Escher Gemeng hue den do aber verschiedene Möglichkeiten für da umzugehen, notamment, dass es einfach noch immer mehr sind, die PRPen votieren, wann es wesentlich Änderungen gehen. Denn Herr Bürgermeister wollte uns auf Nofro hin vielleicht keine weitere Explikationen gehen, dürfen proposieren, dass wir uns vielleicht als Conseil konsultieren, an Ideen entwickeln. Am schlimmsten Fall müssen Sie so sein, den Präsident vom Verwaltungsrat an den Conseil rufen, vielleicht hat den mehr besser Ideen. Puerlächt wieder den Madame Bofferding wird doch für Bruno geschwert, dass die Sicherheitsreunion, die schon so wichtig war, auch an dem Wahlkampf wird noch immer nicht stattfand. Schönen Weg so doch noch geguckt, ich noch keine Invitation kriegt.
wann en sech für anhält, dat dat war von den Hauptsuje von der CSV war, wo se go en ganz egenen Akzent darüber sollt gesät gin, an stell de fest, dat doch do CSV net méi mischt wie dat fir run an den Jore geschieht ass, dann ass der zumindest enttäuschend. Bon, wat als Fallen Beigeschmack bleibt, dat als die fir schon ugeschwerten Senkung vun der Gewerbesteuer, die an unsinnig ass, weil sie nicht bringt. Silo gewürgin, dat anscheinend op Belval, wo jo eng von denen Plätzen wo gesot gin, du gëtt nach viel Reimlechketen fir können eventuell Betriebe oder kommerzielle Aktivitäten unzuzählen, die do sollen aktiv gin schonieren, dat wann beschneiere PricewaterhouseCoopers lo 250 Leute, also do Reimlechkete gelohnt huet an 250 Leute dolo schaffe kommen, wat absolut wirklich steuerlichen positiven Effekt op Ash huet, weil die verlehen natürlich net ihren Hauptsitz op Ash. Das dürfer für runden Herr Cavalier huet gesot d'Opposition gibt un fir schlechte Budget. Nee, kann ich mal net so, dat de schlechte Budget, also das einfach ein Budget vun enger absolut erdrickender Mittelmäßigkeit. Dat ist diese Budget. An den as eben net op der Hecht von denen Herausforderungen enger gewisser Hemd